Das uigurische Menschenrechtsprojekt sowie das Uigurische Untersuchungsinstitut haben einen Bericht zu den Menschenrechtsverletzungen in China publiziert. In dem Bericht kommen Zeugen des Genozids und der Repressalien zu Wort. Der Bericht wurde gestern in Ankara vorgestellt. China hat sämtliche Aktivitäten rund um Cyberdevisen wie Bitcoin für illegal erklärt. Das teilte die chinesische Zentralbank mit. Nicht erlaubt seien auch ausländische Online-Dienste, die Menschen in China den Zugriff auf Digitalwährung ermöglichen. Die 5 permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben sich am Rand der UN-Vollversammlung auf eine gemeinsame Linie gegenüber den radikal-islamistischen Taliban geeinigt. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China riefen die Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan zur Bildung einer Regierung auf, die alle Teile der Bevölkerung repräsentiert, wie UN-Generalsekretär Guterres sagte. China kritisiert den Antrag Taiwans, um dem Abkommen beizutreten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Li Qian sagte, dass es nur ein China gebe und Taiwan sei ein Teil Chinas. Dies sei nicht verhandelbar. Die Partei Einiges Russland holt 324 Abgeordnetenmandate in der Staatsduma und verteidigt damit die absolute Mehrheit im Parlament. Dies teilt die russische Zentrale Wahlkommission mit. Nordkorea ist zur Wiederaufnahme von Gesprächen mit Südkorea bereit. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers nannte den Vorstoß des südkoreanischen Präsidenten, den Koreakrieg formal zu beenden, eine interessante und vortreffliche Idee. Nachdem nun auch zum ersten Mal eine Frau Rabat regiert, erhöht sich die Zahl der marokkanischen Städte, die von einer Frau regiert werden, auf 3. Außer Rabat werden Casablanca und Marrakesch eine Bürgermeisterin erhalten.